Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind ja dort mitten in der Quest stecken geblieben, Spion der Schildwache getötet. Und ich würde sagen, wir lassen nicht darauf lang warten, sondern machen mal direkt einmal weiter. Wir müssen noch untersucht, Andorat habe ich in dem Fall schon erfüllt. Ich habe zuerst gemeint, es sei irgendeine Art Pfosten oder irgendetwas, was wir untersuchen müssen. Aber es aussieht, haben wir einfach durchs Lager durchlaufen, das allein hat gelangt, um die Quest zu erledigen. Jetzt fehlt uns nämlich auch gerade nur noch eine von diesen Spionen. Jetzt würde ich sagen, zupfe ich mir da irgendwo so eine Milady da raus, vernichtet die mal ganz kurz und dann können wir mal uns ganz langsam auf den Weg machen, um alle unsere Quests abzugeben. Und mein Ziel ist ja danach eigentlich langsam Richtung Silbermond überzuwechseln, zum Reitwagen, zum mal ins Aktionshaus wieder reingüchseln und schauen, was wir da eigentlich auch an Gold mal wieder erhalten haben, um auch mal unseren Beutel wieder ein bisschen auszuleeren, weil jetzt haben wir auch momentan nur noch 2 Platzführungen und das ist schon ziemlich wenig. Sieht so crazy aus, wenn wir da mit einem Wagen da unten durchraisen. So, jetzt muss ich aber gerade mal schauen, jetzt sind wir aus dem Geisterland raus. Unser Ziel ist jetzt eigentlich in das kleine Dörfli hier gehen. Wir haben da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Quests zum Abgeben. Es könnte sogar möglich sein, dass es langt, um ein direktes Level abzubekommen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und dann schauen wir mal an, wo es als nächstes hintreiben. Da hinten haben wir dann auch nochmal 2 Quests zum Abgeben, das heisst, wir müssen sicher mal den Weg da hinten durch noch machen, aber da wir hier in diesem kleinen Bereich noch einen Flugplatz haben, um zu Silbermond zurückzukehren, würde ich sagen, wir gehen dann einfach mal Richtung Silbermond und schauen uns das Ganze mal an. Es könnte nämlich gut möglich sein, dass da unten haben wir halt noch einen kleinen Bereich frei, das heisst, da könnte es noch Quests haben, sonst würde es dann langsam Richtung östliche Pestländer treiben. Ich kann jetzt gerade nicht draufklicken, sehe ich gerade so. Komm an! Geht nicht wirklich, dann machen wir das irgendwie so mal. Genau, das wäre jetzt... Das ist Geisterlande, aber die da unten kann ich irgendwie nicht anschauen. Das wäre dann Geisterlande, dann könnten wir entweder in den Bereich hier runter oder D und D ist irgendwie nicht anklickbar. Aber ich würde sagen, das ignorieren wir jetzt mal noch ganz kurz und schauen uns, wo die Quests uns dann würden als nächstes antreiben. Da haben wir einen besseren Bogen. Nehmen wir doch lieber an. Ah, du hast sogar nochmal eine Quest für uns. Da sage ich selber nicht nein. Sammelt 6 geisterhafte Substanzen und 4 Gargolinenfragmente und bringt sie zu Argonist Wandril in Tristeza in den Geisterlanden zurück. Und dann kommen wir einen Schuh über, der uns nichts bringt, da wir also momentan schon ziemlich gut ausgerüstet sind. Wir haben in den letzten Folgen noch ein Dungeon machen in der Tiefgrotte. Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ziemlich guten Damage dazu gelegt und ein paar sehr gute Sachen noch dazu bekommen. Was ist denn das? Hört oder maximale Gesundheit des Spiels 15 Minuten lang um ein Wächterelixier. Okay. Sagt mir jetzt gerade mal so nichts, das müssten wir dann mal noch ganz kurz ausprobieren, wie das genau funktioniert. Wir müssen noch schauen, dass wir noch ein paar Sachen verkaufen können, weil wir haben schon so viele Sachen. Du hast keine weiteren Quests für uns? Wieso nicht? Okay, schauen wir mal weiter. So, da vorne haben wir noch unseren Todessprinter Ratil. Hoffentlich ist das. Der hat da einmal nochmal 11.000. Also wie wir sehen, hier noch unser EP steigt dramatisch nur schon allein durch die... Oh, jetzt muss ich gerade schauen, ich habe glaube ich gar keinen Platz für das. Ich könnte mir eigentlich mal ganz kurz das ausrühren. Töterband, nochmal ein neuer Ring. Wir besitzen ja gerade momentan nur einen. Muss ich mir das ganz kurz mal anschauen. Und zwar, genau, wir haben bis jetzt einen Ring, den haben wir ja in der Tiefgrotte bekommen in der letzten Folge. Jetzt können wir uns den Ring nochmal anlegen, um dermaßen guten Boost zu bekommen. Und zwar ein bisschen Ausdauer und kritischer Trefferwert. Jetzt sehen wir da auch gerade, wie unser Leben eigentlich. Und jetzt haben wir dann 1940. Und wenn ich jetzt da den Ring anziehe, sind wir schon mal bis 2033. Und dann auch noch ein bisschen kritischer Trefferwert. Finde ich natürlich ziemlich nice, besonders auf dem Jäger, dass wir ein bisschen mehr Schaden ausüben können. So, da hinten wartet dann auch schon unser Flugplatz auf uns, dass wir gerade weiterreisen Richtung Silbermond, weil das würde ich wirklich gerne mal ganz kurz machen. So, voila! Wir haben Level 35 erreicht. Ziemlich gut, würde ich sagen an dieser Stelle. Oh, jetzt habe ich einfach eine Quest angenommen und habe nicht gelesen, welche. Ich glaube, das war jetzt gerade die da gewesen, hä? Stellt die Nacht... Ne, stellt die Nachtelfenpläne Andorat, Nachtelfenpläne Annowin und Nachtelfenpläne Auskundschaften der Sindorei und kehrt anschließend in die Geisterlande zu Dame Euphoriens in Tristeza zurück. Das sieht aus, als wäre es das da hinten in dem Fall. Okay, alles klar. Machen wir doch lieber gern. Da haben wir gerade nochmal eine nächste Quest, wo wir nochmal 12.000 XP bekommen. Besiegt 8 Akolyten der Todesfestung und 10 gefallene Waldläufer und kehrt anschließend zu einem komischen Monokel im Hexendoktor zurück. So, da haben wir nochmal eine Quest zum Abgeben. Wir haben jetzt einen mega Jump gemacht an XP, muss ich sagen. Leider durch die vielen Abgaben von diesen Quests da haben wir wieder eine Abenteuer für, die hier aufblinken, aber den habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gut brauchen. Daher ignoriere ich das jetzt einfach mal komplett. So, da hinten wartet auch schon der... Wie heisst du? Wächter? Moldir. Moldir. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, lieber Moldir. So, dann geben wir dir gerade mal ganz gut Knupperkost mit der Spinnenbein. Und dafür können wir nichts übernehmen. Das ist eine neue Quest. Nein, Quest beenden. Wir können sogar... Ah, mein Inventar. Haben wir denn da gerade irgendetwas, das wir verkaufen kann? Da hinten beim Schmiedemeister sollten wir eigentlich
gerade unsere Sachen verkaufen können, dann können wir auch gerade schauen, ob wir unsere Rüstung nochmal reparieren können. Und da können wir alle Gegenstände reparieren oder auch unsere einzelnen Gegenstände. Ich würde sagen, wir reparieren einfach mal ganz kurz alles durch und schauen noch, was wir da gerade zu verkaufen haben. Getrocknetes Fledermausenblut kommt weg. Die kann man nicht brauchen, nicht brauchen, nicht brauchen. Nix für uns, nix für uns. Handwerksmaterial, aber das Zeug würde ich gerne alles anschauen. Die brauchen wir nachher noch für unseren Ledererberuf. Die wüsste ich gar nicht, ob wir jetzt die gut haben können verkaufen. Leinenstoff ist natürlich ziemlich gut, das können wir da nicht... Ah, du bist einfach davon gelaufen, dann bin ich aus dem Bereich raus. Oh, du kleiner Schlawiner, du. So, den können wir auch nicht gebrauchen. Und über die Erdwurzel können wir auch mal noch versuchen wegen... Ich weiss gar nicht, die da, faulendes Herz brauchen wir eigentlich für nichts. Dann können wir die noch verkaufen. Oh nein, die will wieder zurück. Also wenn wir jemals irgendetwas verkaufen und wir wollen es unbedingt wieder zurück haben, können wir da eigentlich in den Rücklauf rein und dann sehen wir da auch all die Sachen, die wir verkauft haben. Dann kann ich das einmal wieder zurückkaufen und wieder da platzieren. He? So, dann haben wir da Handwerksmaterial. Diese Sachen würde ich gerne alle behalten, um sie zu verkaufen. Die Spinnenbeine könnten noch nützlich sein, weil man sie für eine Quest kann brauchen. Wenn Leute faul sind, dann können sie ins Auktionshaus schauen, ob es von dem rum hat. Und dann... Oh, können wir das nicht stacken? Nein, sieht gar nicht danach aus. Da haben wir einen 14er Stack. Das sind verschiedene Sachen. Büschel Fledermaushaar. Ja, komm, weg mit denen. Weg mit denen. Wolfsstoff tun wir allgemein behalten. Also allgemeine Stoff tun wir behalten, weil die ziemlich gutes Geld bringen. Ein Schild brauchen wir nicht. Da haben wir einen Mana-Trank. Brauchen wir auch nicht, da wir gar keinen Mana besitzen. Das behalte ich noch kurz für unsere Bank. Wenn wir jemals etwas in die Bank hineinrühren, können wir das so machen. Öffnet Muscheln. Öffnet Muscheln. Die müssen wir in dem Fall mal ganz kurz noch behalten, weil es kann sein, dass da drinnen sich noch irgendetwas verbirgt. Ich wüsste aber nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Ich würde sagen... Okay, wow. Da kommen wir kleine inserierte Perlen über. Wir kommen einfach Perlen über. Das finde ich ziemlich nice. Ich würde sagen, wir tun da jetzt einfach mal alles aufmachen. Dann haben wir noch so Handwerksmaterial bekommen. Muschelfleisch und würziges Muschelfleisch. Also nicht irgendwelches Muschelfleisch, sondern richtig würzig. So, dann würde ich sagen, die Sachen behalten wir auch mal gerade noch bei, geben noch die restliche Quest ab und fliegen mal ganz langsam Richtung Silbermond los. Juppie-duppie. So. Dann können wir nämlich bei dir auch die Quest ganz kurz annehmen. Jetzt ist aber die Frage... Ah, da oben haben wir dann noch ein Ausrufezeichen. Nochmal eine Quest zum Annehmen. Das sagen wir natürlich auch nicht. Nein, wir haben gerade den Ruf verbessert von 1000 in Tris an. Das ist natürlich ziemlich nice. Das sehen wir halt natürlich jetzt nicht, weil meine Kamera im Weg ist. Das steht halt im Chat fest drin. Bringt 10 Einheiten Wirbelknochenstab zu Magistrix Aminel in Tristesa. Wir bekommen dafür einen 30 Minuten lang Trank über, wo unsere Zaubermacht erhöht. Bringt uns eigentlich nichts, da wir ja Jäger sind. Und da haben wir sogar nochmal eine zweite Quest von ihm. Bringt 10 faulende Herzen von Magistrix Aminela in Tristesa. Okay, täusche ich mich oder ist es zweimal die gleiche Quest gewesen? Ich glaube fast. Aber lassen wir mal so stehen. Das sehen wir ja dann, wenn wir mal anfangen, wieder unsere Quests zu erledigen. Weil meistens bringen mir die Texte gar nichts. Ich tue mich wirklich eher dann an der Map orientieren und schaue dann, wie ich von Punkt zu Punkt gehe und sehe dann auch, hey, die Quest muss ich so erledigen. Aber ich finde Vorlesen immer wieder ein bisschen chillig. Da habe ich nämlich auch noch etwas zu tun. Da haben wir unsere Rückgrat, wo wir da haben müssen unseren Murlocs klauen. Da können wir irgendwie noch einen Umhang über einen besseren, können wir mal 1 Rüstung und 8 Ausdrüber. Das ist natürlich ziemlich nice. Dann machen wir Quest beenden. Jetzt haben wir auch schon wieder die Hälfte von unserem Balken voll. Ich würde sagen, das hat sich ziemlich gelohnt. So viele Quests aufs Mal erledigen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, dass wir den Umhang anziehen können. Voilà, wie siehst denn du aus? Zeig mal. Also das sind schon 2 Welten noch Umhang. Ich finde jetzt den ein bisschen schön. Das Einzige, was mich natürlich stört, ist der Brustteil da. Da könnte man noch etwas Besseres bekommen. Und die Augenklappen. Wir sind einfach kein Pirat, aber das stört mich ein bisschen. Aber das ändert sich ja im Verlauf der Zeit, besonders wenn wir dann mal eine neue Kopfausrüstung bekommen. Was haben wir denn jetzt momentan eigentlich alles? Fehlen tut uns wirklich auch nicht mehr so viel, bis wir mal komplett eine Ausrüstung haben. Ich schaue mir das jetzt gerade mal an. Ah, da hinten haben wir sogar Quests noch zum Abgeben. Okay, also die 2 haben wir ja gesagt, die tun wir dann nachher nochmal abgeben. Ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall mal auf den Weg zu Silbermond. Lieber mal ins Auktionshaus, damit unser Inventar auch mal ein bisschen leerer ist, damit wir auch in Ruhe durchquesten. Weil wirklich viel Platz haben wir jetzt gerade momentan nicht. Den Umhang können wir ja dann noch verkaufen. Und den Beutel tun wir dann noch in die Bank rein, damit unser Bankplatz auch erhöht wird. Tut man sie auch mit Beutel auffüllen, damit sich dann mit der Zeit das auch auffüllen. So, jetzt wollte ich aber trotzdem noch ganz kurz schnell schauen. Da haben wir nämlich noch 2 Schmucksachen, die wir noch rein tun. Ich weiß gar nicht. Ich bin mega unsicher, ob das halt irgendwelche bestimmte Gegenstände sind oder nicht. Da haben wir noch ein Hemd oder einen Wappenrock und einen Hals, wo uns momentan noch fehlen. Wir können uns einmal drüber schauen, wie wir sehen. In Tristesa sind wir langsam wohlwollend. Wenn wir dort jetzt mal die nächste Quest gemacht haben, sind wir dann dort einmal eine Stufe höher. Dann sind wir nicht nur wohlwollend. Was als nächstes kommt, wüsste ich gar nicht. Das sehen wir dann selber dann auch noch. Hochelf, Einstieg der Stadt Hochelf. Im Krieg sind wir nicht als Erfahrungsleiste anzeigen. Jetzt könnte ich mir das da unten anzeigen lassen, wie viel uns noch fehlt bis zur nächsten Stufe. Oder inaktiven. Okay, alles klar, da habe ich auch wieder mal etwas Neues dazugelernt. Das kommt jetzt auch von The Burning Crusade. Also von der höheren Generation als Classics, der 2. Generation.
So, voilà, wir sind ja schon fast wieder da. Es geht ja ziemlich flott vorwärts, gerade momentan. Was haben wir denn da noch bekommen? Da haben wir einfach noch etwas zum Essen bekommen. Das finde ich natürlich, kann natürlich auch ziemlich nice sein. So, dann steigen wir da mal auf unser Fleisch. Also gut, ich würde jetzt eigentlich gerne mal einmal wieder ein neues Ruintier ausprobieren. Wir könnten natürlich jetzt, weil wir da bei den Elfen unterwegs sind, uns so ein... Der sieht natürlich ziemlich geil aus. Also wenn wir... Der sieht natürlich ziemlich nice aus. Oder unser Chopper. Aber ich würde sagen, wir nehmen da so einen blauen Falkenschreiter. Durch das, dass wir da ja natürlich als Blutelfen unterwegs sind, also im Blutelfenreich, könnte man natürlich auch ihre Haustiere brauchen. Dann setze ich mir mal da gerade mal in die Leisten rein. Why not? Why not? So. Dann reiten wir mal hinfort Richtung Auktionshaus. Wenn ich mich mal richtig erinnere, sollte das eigentlich hier in dem Kreisli rein sein. Ich würde sagen, reiten wir einfach mal drauf los und schauen uns das Ganze mal an. Wir sind ja jetzt schon Level 35. Ich habe mir jetzt sogar überlegt, ob ich in dieser Folge noch eigentlich einen Schlachtzug mal ausprobieren. Aber ich habe mir dann so gedacht, ja, yeah, keine Ahnung, es hat mich jetzt gerade momentan nicht gereizt. Ich habe mir gedacht, das kann ich mir ja dann eigentlich mal in der nächsten Folge antun. Und ich reite da einfach davon, merke gar nicht, dass da vorne irgendein Ausrufezeichen ist. Wo ist das? Ah, du bei dir, okay, alles klar. Dunkelmond, ja, Markt ist in dem Fall wieder. Jetzt schauen wir uns mal schnell eine ganz kurze Quest an. Bringt einen Gutschein zu Gelwas Rusgater, der sich innerhalb des Dunkelmond-Jahrmarkts auffällt. Ich würde sagen, wir nehmen die Quest einfach mal an. Es kann ja gut möglich sein, dass wir es schaffen, die Quest eigentlich noch zu erledigen, bevor der Dunkeljahrmarkt abläuft. Wie ihr auch gesehen, bin ich wirklich bei dem Charakter immer langsam am Vorspielen. Dadurch, dass ich halt viel rendern muss oder schneiden muss und alles drum und dran, ist mein PC momentan auf Dauerlaufzeit und ich wollte ja ab und zu auch noch ein bisschen normal gamen, also privat gamen. Jetzt habe ich mir gerade letztens mal Polybridge da. Dadurch, dass ich es im Ungestream gesehen habe, was da dass er bei Polybridge gescheitert ist, oder wie er sehr verzweifelt ist, habe ich mir gedacht, ich muss mir das Spiel jetzt wirklich einmal antun. Und ganz ehrlich, also bis jetzt hat es mich nicht wirklich umgehauen oder mich schwierig gedacht, aber ich habe jetzt einmal die erste Welt einfach mal durchgemacht. Jetzt muss ich mir da mal anschauen, wie es dann auch weitergeht. So, da sind wir mal bei unserem Auktionshaus, dann schauen wir mal nach. Also den Leinenstoff können wir sicher mal reinklatschen. Jetzt sehen wir da, die haben es aber tief runtergesunken, bis auf 14 runter. Jetzt bin ich mir gerade am Überlegen, ob ich das überhaupt liege, weil jetzt kommen wir da für 115 Leinenstoff, da haben wir beim letzten Mal schon einiges besser dran gewesen. Und immer da, ja. Yeah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, wir klatschen da zwischen 20 und 40 rein. Also ich mache jetzt da mal 39, weil, ja, wenn jemand das kauft, dann haben wir da schon mal 20 Gold mehr. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist innerhalb von 24 Stunden drin. Und dann können wir dann immer noch nachschauen, was wir damit anstellen können. So, da kommen wir 100 Gold über für Mossack. Ach du Heilige. Also ich würde sagen, das hat sich in dem Fall wirklich gelohnt, die aufzusparen. Also wenn ihr jetzt das auch gerade gesehen und wisst, hey, Mossack hat, dann das bitte einfach mal aufbewahren, weil es aussieht, ist das ziemlich teuer unterwegs. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die das einsammeln wollen, wie ihr einer angesehen, komme ich jetzt da schon wieder 60 Gold über, wenn ich das jetzt würde so reinklatschen. Aber ich bin natürlich ein kleines, fieses Ding und klatsche das jetzt für 9 rein, damit es als erstes verkauft wird. Dann haben wir da noch Fleischmaterialien, die werden gerade momentan für 24 Gold verkauft. Das finde ich natürlich ein bisschen übertrieben. Wie ihr gesehen, würden wir über 272 Gold bekommen. Also ihr seht, Auktionshaus ist das Beste in ganz WoW, dass wir auch immer merken, alles beibehalten und einsammeln. Ich würde sagen, wir klatschen das jetzt einfach mal bei 21 rein so. Das wären dann nochmal 221 Gold. Da kommen wir bei 2 Gold. Das rühren wir gerade mal einfach so rein. Dann kommen wir zum Wollstoff. Wollstoff haben wir 54 Stück. Könnt jetzt bei einem Gold 50 reinrühren und kommt dafür auch wieder 81 Gold über. Ich würde sagen, wir sind so fies und gehen jetzt hier auf 49. Voilà. So, dann das da brauche ich für meinen Beruf. Dann haben wir hier noch einen geringen Mondstein. Können wir natürlich auch reinklatschen. Komm, das rühren wir jetzt gerade für 1 Gold rein. Finde ich ziemlich nice. Den schwachen Heilentrank wird gar nicht verkauft. Dann würde ich sagen, das tue ich dann beim Händler noch machen. Silberbarren haben wir davon. Preis pro Einheit. Wir haben momentan nur einen, würden wir 4 Gold bekommen. Ich würde sagen, das rühren wir auch gerade mal auf den gleichen Preis rein. Rauerstein können wir auch mal gerade auf den gleichen Preis reinhauen, durch dass wir da wirklich wenig davon haben. So, dann haben wir da noch Atali, das hätte ich noch verkaufen können. Dann haben wir da noch Luchsfleisch. Für 13 Gold. Das ist schon einige Botzen. Wir rühren jetzt einfach mal bei 12 rein. Dann scharfe Klauen. Ja, dann tun wir da einfach mal das Eis noch wegnehmen. Und dann haben wir da noch würziges Muschelfleisch. Wird gehandelt, über 20 Gold. Hey, was ist jetzt? Also wenn jetzt alle unsere Sachen verkauft werden, dann haben wir wirklich ziemlich gut Goldvorratführung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, und dann rühren wir das gerade so hin. Und dann haben wir da noch eine kleine irisierende Perle. Die wird natürlich nicht so hoch gehandelt. Okay, so ich denke, da erwartet mich schon viel mehr. Aber allein, was wir jetzt im Auktionshaus rein haben, wenn wir das mal so anschauen, haben wir da sicher einen guten Batzen zusammen. Also allein das werden wahrscheinlich dann über 500 Gold sein, wenn wir es schaffen, alles zu verkaufen. Dann haben wir da noch einen Wirbelknochen. Das verkaufe ich in dem Fall nicht und behalte das mal noch ganz kurz bei mir. Dann haben wir da noch knusprige Spinnenbeine, wird zu 2 Gold gehandelt.
Wir klatschen das aber für 3 Gold rein. Ja, der hat 50 Stück drin. Also da muss man dann auch immer darauf achten, wie viel hat der andere Spieler rein da. Wenn er da jetzt natürlich 50 Stück drin hat und niemand braucht vielleicht so viel, ist das halt dann mühsam. Dann klatsche ich es natürlich lieber eins billiger rein, als er tut das. So ist auch nicht wirklich viel. Das ist seelengebunden. Dann haben wir den da, ist auch seelengebunden. Nussbespinne benötigt, Kochkunst, das behalten wir mal noch. Ich würde sagen, soweit haben wir in dem Fall alles verkauft, was wir zu verkaufen haben. So, und dann sieht unser Auktionshaus nämlich schon mal wieder recht voll aus. Am meisten verwundert hat mich jetzt wirklich das Fleisch da, besonders das Mosakat, dass das wirklich so teuer verkauft wird. Für 99 Gold haben wir es jetzt drin. Mich wundert es, ob das überhaupt gekauft wird. Das ist natürlich die andere Frage, ob es Spieler gibt, die sich das antun, um für den Preis überhaupt einzukaufen. Aber das sehen wir ja dann immer noch, sobald wir dann mal an der Post dran sind. Jetzt muss ich auch mal gerade mal so einen Postständer suchen, um zu schauen, ob wir da mal ein bisschen etwas verdient haben aus dem Auktionshaus. So, dann kann ich da mal unser Inventar noch ein bisschen aufräumen. Dich verkaufen wir noch, du bist noch verkaufbar. Ich tue jetzt all die Sachen, die wir verkaufen, mal da die unterste Leiste. Essen können wir ja mal da rüber tun. Das oben dran, das ist irgendein Trank, da tun wir mal da an. Schau mal einen Trank, da haben wir noch einen Questgegenstand. Da haben wir wieder etwas zu essen, da haben wir dann nochmal... Das ist einfach ein Rezept. Da klatschen wir da mal unten in die Ecke rein. Poststand. Ich finde da gerade momentan nichts, wo wir unsere Post könnten entgegennehmen. Jetzt muss ich mal meine Augen richtig gut offen behalten. Ich finde das immer noch so cool, wie die Besen da so magisch umeinander wedeln und eigentlich den Boden aufwischen. Das wäre natürlich ziemlich cool bei mir auch alleine daheim. Und da ich schon fast blind bin, habe ich doch noch den Postautomat gefunden. Und wie man sieht, ein Teil ist verkauft worden, ein anderer Teil leider nicht. Da kommen wir in dem Fall auch schon wieder 5 Gold über. Gibt mehrere Gegenstände. Ja, das sind Sachen, die nicht verkauft worden sind. Könnte man natürlich auch gerade mal wieder schauen, ob wir die alles öffnen und direkt alles wieder ins Inventar rein. Könnte man natürlich jetzt anschauen, ob man es mal ins Auktionshaus reinrühren oder bei einem Händler verkaufen. Ich würde sagen, ich mache mich so da hin auf dem Weg zum Händler. Dort haben wir ja unser Kirschen gelernt und unser Leder. Dann verkaufe ich die Sachen einfach mal beim Händler zu, dem Fall hat sie niemand gebraucht. Dann behalten wir sie mal bei. Besonders das leichte Leder habe ich ja vorher nicht gewusst, dass wir es noch brauchen, bevor ich das Auktionshaus rein da habe. Das können wir natürlich dann auch für unseren Beruf brauchen. So. Was haben wir denn da? Ja, komm, das Tigeraugen würde ich aber trotzdem momentan noch ein bisschen beibehalten, weil ich weiss, dass es nämlich könnte mit der Zeit noch gutes Gold bringen. Vielleicht müssen wir einfach dann den richtigen Tag dafür verwünschen. Komm, dich tun wir auch mal gerade noch verkaufen da. Ja, komm. Ja, weg mit dir, weg mit dir. So, die 2 Sachen haben wir gesagt, verkaufen wir noch. Das können wir ja dann in unsere Bank hineinrühren. Bin jetzt ziemlich unsicher, wo die Bank sich stattfindet. Jetzt muss ich mal gerade mal schauen. Oder mal nachfragen, wo ist denn die Bank? Sind wir im Osten oder im Westen? Schauen wir mal ganz kurz. Das sollte hier hinten sein. Ich würde sagen, dann reiten wir wirklich noch ganz kurz hinten, um mal in die Bank rein. Das, ja gut, wir könnten den momentan noch bei uns behalten, weil es ist eine rechte Strecke. Vielleicht eher dann, wenn wir es mal brauchen. Aber was ich jetzt ganz kurz noch schauen. Nein, das ist voll. Genau, Berufe. Dann könnten wir da mal noch auf Lederverarbeiter gehen. Und wie wir da sehen, können wir schon einige Sachen ausrüsten. Das grobe Faden weiss ich immer noch nicht, wo ich es herbekomme. Aber ich würde sagen, wir tun da mal leichtes Rüstungsset ausrüsten. Dann kommen wir da über dauerhaft eine Rüstung mehr, wo wir auf unsere Rüstung ausdingseln. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ich tue jetzt einfach mal alle erstellen. Da haben wir leichtes Leder dann mit dem da unten. Das tut unseren Beruf natürlich aufstecken. Jetzt sehen wir da auch 11, 12, 13. Da tun wir halt unseren Beruf einfach mit der Zeit langsam aufleveln, mehr Sachen freischalten. Wie wir jetzt hier schon gesehen haben, könnten wir jetzt da einen eigenen Umhang erstellen. Da könnten wir unsere eigenen Schuhe erstellen, die uns also halt momentan nicht wirklich viel bringt. Aber ich würde sagen, wir erstellen uns das Ganze ganz kurz einmal, lehnen unsere Arme zurück und warten, bis er fertig ist. Das nimmt halt ein kleines bisschen Zeit in Anspruch, besonders wenn man dann so viel zusammengespart hat wie wir. Ich muss dann eh mal schauen, ob das... Das wären zum Beispiel Sachen, die ich gerne mal ins Auktionshaus schauen, aber da habe ich jetzt nicht grossartig mitgedacht. Und was mir auffällt ist, das ist ein 6er Platz und das ist ein 4er Platz. Eigentlich könnte ich den Beutel da mit dem da austauschen, damit unser... Komm on. Hä? Hallo? Wo ist er jetzt an? Ah, jetzt hat es mir einfach ausgeblendet. Kann ich das jetzt nicht wechseln? Come on. So, dann wir dann nochmal probieren. Und... Wieso geht das nicht? Jetzt geht es gerade momentan nicht. Ich lasse den Fall mal so stehen und tun wir nochmal weiter kürschen. Ledern. Hä? Ziemlich speziell. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Warum das nicht geht? Bereinigung, zum Suchen oder Charakter. Okay. Aber wenn ich jetzt... Ich kann das nicht hier hinlegen. Wieso denn nicht? Also ich könnte... Das Einzige, was ich machen kann, ist ihn jetzt wegrühren. Und ganz ehrlich gesagt,
Ich mache das jetzt eigentlich einmal kurz. Ah, ich weiß warum. Okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Wenn man den Beutel noch etwas drin hat, funktioniert das nicht. Okay, doch, man hat nie ausgelernt. Dann würde ich sagen, packen wir uns da unten noch rein. So. Ah, da haben wir sogar auch noch mal zum Erstellen. Wahrscheinlich, weil wir vorher bewegt haben, dass das nicht akzeptiert worden ist. Während da unsere Leiste nur gesteckt wird. Jetzt sehen wir auch, haben wir da recht viel Lederverarbeitung zusätzlich bekommen. Das finde ich natürlich ziemlich nice. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann können wir dann nämlich das mal zumachen, auf C drücken. Und dann könnten wir jetzt eigentlich überall... Ich kann das nicht anlegen. Ich kann das nicht anlegen. Ah nein, ich muss umgekehrt so mit Rechtsklick und da drauf. Das lädt immer noch auf. Ja, von mir aus. Komm, lass mich jetzt einfach mal machen, da anstatt mir immer reinschnurren. Die Computerstimme da. So, dann haben wir nämlich noch überall ein bisschen Rüstung mehr. Also auf dem Bogen geht es nicht, das muss ich mir noch merken. Den Kopf bin ich mir jetzt unsicher, ob das geht. Nein, okay, alles klar. Armschienen. Hände oder Füße getragen. Gegenstände am Brust, Beinen, Hände oder Füße. Ich glaube, wir haben genau all die gemacht. Habe ich die jetzt gemacht? Nein, gut, okay. Dann lassen wir das mal so links liegen und behalten das mal so beide Sachen. Ist jetzt halt die Frage, wie wir das jetzt handhaben mit denen. Soll ich ganz kurz schnell zu der Bank gehen und die dort reinrühren oder nochmal im Aktionshaus schauen? Oder, ja komm, wir haben so viel Platz jetzt im Beutel. Ich behalte sie mal bei uns. Durch das, dass wir immer wieder mal neue Gerüstungsgegenstände finden, ist das natürlich ziemlich nice, wenn wir da mal... Ja, wenn wir es einfach mal bei uns behalten, dann können wir sie immer wieder einsetzen und dann schauen wir uns an, sonst verkaufen wir es dann per Zufall bei irgendeinem komischen Händler. So, und dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zurück ins Tristeza Geisterlande, um dort weiter zu questen. Sage ich natürlich auch nicht nein, um wieder ein bisschen mehr XP farmen. Jetzt haben wir ja schon ziemlich gut dazu bekommen, jetzt fehlen uns nochmal 30'000. Und wie ihr seht, der Balken ist jetzt momentan blau. Das bedeutet, wenn ich mich an einem bestimmten Ruheort auslogge oder dort chillen, tut sich eigentlich der Balken, ja, sieht man das, der Strich da unten. Der Strich bewegt sich eigentlich immer weiter gegen vorne. Und jetzt sehen wir da unten, durch das Töten von Monster erhaltet ihr 200% mehr Erfahrung. Und solange der Balken eigentlich bis dorthin erhalte ich 200% mehr Erfahrung. Das ist natürlich ziemlich nice. Außer Quest. Quest tun sich dann das auch mit verschieben. Also es ist wirklich hauptsächlich für Monster bezogen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche und wieder irgendeinen Scheissdreck erzähle. Ich habe ja etwa die schon, wie sagt man dem, nicht richtig gelegen, weil ich halt ab und zu wirklich auch nicht gewusst habe, ob das jetzt immer noch gleich ist oder anders geworden ist. Wie zum Beispiel auch beim Todesritter. Der Todesritter kann man jetzt wirklich auch auf Stufe 1 spielen und muss nicht einen Charakter auf Stufe 55 gehen, um überhaupt einen Todesritter zu spielen. Was ich natürlich auch nicht gewusst habe, aber man erfährt immer Neues. Eben nicht so am neu kennenlernen mit euch zusammen. Und das ist ja das, was mich freut. Besonders, ja, WoW allgemein befreut, tut mir allgemein eine riesen Freude bereiten. So, dann sind wir jetzt da wieder in unserem Tristeza, wo wir all unsere Quests angenommen haben. Aber ich persönlich würde sagen, wir haben jetzt vielleicht nicht viel gemacht in dieser Folge, aber wir sind einmal im Auktionshaus gewesen, haben gesehen, dass es wirklich viel Gold kann bringen. Und einigermaßen, wie wir auch gesehen haben, jetzt habe ich schon 55 Gold, das würde uns dann helfen, zum neue Reiten lernen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch Spass gemacht hat, lasst mir doch bitte ein Abo und ein Like, das würde mich tierisch freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde WoW mit eurem Official Schweizer. Ciao!